Onse Jeschicht. Dit is de Geschichte van de Oudkolonie Mennonieten, die in de 1920 jaren van Canada uit de twee provincies Manitoba en Saskatchewan naar Mexico, naar de staat Chihuahua, bij San Antonio de los Arenales, dem vandaagse Cuauhtémoc, ansiedelden. An dem vandaagse afschnitt verhandelt George Rampel, de schrijver van deze Geschichte, meer van wat passiert aus de Rheinländer Mennonieten bij de Zwift-Kolonie bij Cuauhtémoc, Chihuahua in Anfang München en wie sich Dinge daarna entwickelt haben, en dan ook een aanvang van de General Conference werken in Cuauhtémoc. Dit is de Brege Radio, zij haar paidai, een Cottage Radio Station in Elmer, Ontario. Onze Geschichte Nummer 52. Ditmal vertellen we nog meer davon, dat Oudkolonieën op de Swift-Kolonie in Chihuahua Rheinländer worden, en wat dat daartoe gedaan heeft, dat zich zaken in onze Geschichte änderten. We willen hier, wenn we davon vertellen, dat Swift-Korante Oudkolonieën in Chihuahua zich met die nog zeer jonge Rheinländer Mennonieten gemeint opsluiten, nicht verseken zu sagen, en wo wie de Manitoba Rheinländer ihre Arbeit in Chihuahua reicht oder anreicht, ja. Aber oudkolonische Bürgers helfen zu wollen, mal endlich von den menschlichen oudkolonische Geboten loszukommen, dat wir nach meinem dafür holen, eine edle Sache. Dat ist, zoals ich dat sei, lobenswert. Aber dat man diese Lied, wohnen sich auf der Swift-Siedlung in Chihuahua nu de Manitoba Rheinländer gemeint anschloten, seht, sie sind dort geblieben, wat je al einmal gewasst sind, dat wir in Wirklichkeit maar eine halbe Wahrheit. Dan ihrem offiziellen Namen no wären sie wohl al einmal Rheinländer Mennonieten gewasst, aber im Volksmund hatten sie al sehr lang einmal Oudkolonieën geheißen. Und sie wären bei dort noch einmal mit alle Oudkolonieën Gemeinden bei Cuauhtémoc eingewasst. Aber nu hadden sie sich mit so einer Rheinländer Mennonieten totgeschlossen, wat sich 1957 von den Sommerfelder Mennonieten in Manitoba aufgetrennt hadden und sich den Namen gegeben hadden, wat de Oudkolonie offizielle Namen in Kanada al immer gewasst weer en ook in Mexico nog immer weer. Rheinländer Mennonitengemeinde. No Predja J.A. Keller seinen beschrieben, dann ist der aufgegorene Sommerfelder nie Gemeindenamen Rheinländer Mennonitengemeinde am 2. Mai 1958 offiziell fertig geworden und all ihre Prediger haben an dem Tag ihre Papieren erholen. Und nu wurde Manitoba Rheinländer älteste die Oudkolonie in Mexiko anbilden. Sie wären dort geblieben, wo sie all immer gewasst wären. Dat geht über mein Verstehen. Ältester Peter Rampel zijn behaupten dat de Oudkolonieën op de Swift-Kolonie al immer Rheinländer gewasst wären. Dat wirkt von Anfang an sehr verwirrend manch uns Oudkolonieën. Wils wie Oudkolonieën onze Geschichte meist alle nicht gut genug weten. Für dem Rheinländer Ältesten zu sagen, dat de Oudkolonieën in Mexiko al immer Rheinländer gewasst wären, dat es entweder sehr unbedacht gedaan worden, oder dat es vielleicht sogar ein bisschen unabrechtig zu nennen. Einige von uns, die wir um unsere Oudkolonie ihre Geschichte, um die Beistoler ihre Geschichte, um die Sommerfelder ihre Geschichte und um die neue Rheinländer ihre Geschichte in Manitoba ziemlich gut anweiten, wir sehen dort wenigstens so an. Rheinländische Leiter sehen zu unsere oudkolonische Glieder, geblieben kriegt dort, was je al immer gewasst sind, die für sich zu gewinnen, für ihre Gemeinde. Und dort ist nicht ganz abrechtig. Das gute Ding wie all diesem ist aber, wir haben uns über die Jahre Oudkolonieën in Rheinländer jensidig anerkennen gelehrt und dort Rheinländer viele Oudkolonieën geholfen haben, von den menschlichen Rumreifenreden und Kurfurtiger Verbot loszukommen, dort bleibt dort Sache und dort ist anzuloben. Nur meinem Dorfverholen aber hat das mal gar nicht sollt zugelassen worden, dass die aufgegorenen Sommerfelder sich den Gemeindenamen aneignen können, wohnen unsere Oudkolonie offizielle Namen all so lang immer gewasst wäre.
dat dit poort van de Swiftcurrent Old-Kolonie-Families nu tot de Manitoba-Rijnlander geheden, dat ändert nicht sehr viel an ihrem Denken en ihrem Leben. Buiten dat ihre Ooms nicht steibelen en steile Militärortje Metzen brockten, zoals de Old-Kolonische Ooms in Mexiko dat doen. Ihre Schulen blijven sozusagen krijgt zoals de al immer wären, en an ihre Gottesdienste ändert sich auch wenig. Aber sie dürfen nu alle mit Freiheit nicht mal rumreifen Trekters, aber auch Kurforte haben. En dat hat einen großen Einfluss auf die Lied, wat op de Manitoba en Noordkolonie noch Old-Kolonie wären. Bald nachdem dat de tweede groep Swiftcurrent Old-Kolonische Families naar Bolivia uitgewanderd wären op de Swiftcurrent Siedlung buiten ganz einzelne Old-Kolonische Glieder, alle Old-Kolonie entweder Rheinländer, Kleingemeinde oder Konferenzen geworden. Ein ganz kleines paar Old-Kolonische Families gingen an dieser Zeit über noch de Gemeinde Gottes in Neustadt Campo 101. Die Families, wat Rheinländer worden, die nehmen all die Old-Kolonische Kirchengebiete für sich an. Auch die Wendiglieder, in der Wendiglieder wonen noch Old-Kolonie bleiben wollen, mussten ab der Manitoba-Kolonie nur die Kirche fahren, wenn sie am Old-Kolonischen Gottesdienst teilnehmen wollen. Also wir ab der Swiftcurrent-Siedlung in Mexiko mit einmal keine Old-Kolonische Gemeinde mehr und auch keine Old-Kolonische Kirchen. Als das geworden wir, dann fuhren sozusagen alle Lied da mit Freiheit und mit freiem Gewissen Kurfortier. Aber hier wären da noch immer so eine Old-Kolonische Lied, die da nicht volle Klarheit darüber hatten, auf Gomreifen, Trekters und Kurfortier Brocken vielleicht Sinn sein können. Denn die meisten Old-Kolonische Ooms hatten an dat immer als eine Sinn angerechnet. Aber der Rheinländer Gemeinde, der älteste Peter Rempel von Manitoba hat die Old-Kolonische Swiftcurrenter, die sich mit seiner Hilfe als eine neue Rheinländer Gemeinde organisierten, und voll davon überzeugt, dass das Gomreifen, Trekters und Kurfortier fahren nicht sind wir. Dass das Gebot oder Verbot über nicht Gomreifen, Trekters und Kurfortier Brocken derben ein rein menschliches Verbot wäre, was nicht auf biblischem Grund stand. Viele Old-Kolonien haben das auch al lang so angesehen. Aber mal ab der Swiftcurrent-Kolonie, aber nicht mal ab der Swiftcurrent-Kolonie, aber auch ab der Manitoba, Nord- und Santa Rita-Kolonien in Chihuahua. Und nu dat de Old-Kolonie ab der Swiftcurrent-Kolonie von dem Verbot, nicht Kurfortier Brocken zu derben, vrijgemerkt worden wären, da Rheinländer waren, nu hat dit auch bald sehr großen Einfluss auf die Old-Kolonie und die Manitoba, Nord- und Santa Rita-Kolonien. Und dort hat wahrscheinlich viel dort beigetragen, dass ältester Bernhard Wieler von der Santa Rita-Kolonie 1980 auch noch mit einem Port von der zum ersten Mal zurückgebliebenen Old-Kolonische Glieder Taub nach Bolivia uitwandert. En na deze uitwanderung halpen de Swiftcurrentse Rheinländer, die zum zweiten Mal zurückgebliebene Old-Kolonie auf der Santa Rita-Kolonie auch eine Rheinländer-Gemeinde gründen. Die Santa Rita Old-Kolonische Kirchengebiete können die Rheinländer aber nicht für sich annehmen und brocken, so als Rheinländer dort auf der Swiftcurrent-Kolonie gekonnt haben. Diese mussten sich ihre eigenen Kirchen bauen. Aber die wenigen Glieder, die auf der Santa Rita-Siedlung noch Old-Kolonie bleiben wollen, die mussten doch auf der Nordkolonie nur die Kirche fahren, um Old-Kolonische Gottesdienste beiwohnen zu können, während ihre eigenen Kirchen ledig stehen bleiben. Als nu auch noch auf der Santa Rita-Kolonie sozusagen alle Lied mit Freiheit ihre Trekters mit Konreifen Räder Brocken und Kurfortier fahren dürfen, dann fangen auf der Manitoba-Kolonie und auf der Nordkolonie auch sehr bosig an, mehr und mehr Lied Kurfortier zu kaufen und zu brocken. Am Anfang waren Kurfahrer auf der Nord- und Manitoba-Kolonien noch von der Gemeinde ausgeschlossen. Aber bald kauften so viel Lied, Pickups und fuhren die, dass die Old-Kolonische Ooms auf diese beiden Kolonien sich auch geneidigt sagen, mit dem Ausschlupen der Wegen abzuhören. Wenn man von der Frauen wird, was haft dort Rheinländer waren auf der Swiftcurrent-Kolonie,
en op de Santa Rita-kolonie in Chihuahua, Mexiko, en Onse Jeschicht Veränderungen gebracht, dann wird man vielleicht sagen können, dat heeft Nummer 1 dort vorbeigedracht, dat de oud-kolonische gemeentenglieder op de andere beide kolonien door die schwinder ook koorvoorten gebroken durven, ohne daarbij uitgesloten te worden. Dan dat dietmaal bij de aanvangs 90 jaren, dan fuhren nicht mehr sozusagen alle oud-kolonische Brüder op de Manitoba-kolonie en op de Noordkolonie koorvoorten, ja, aber ook alle buiten de 3 ältestes en 1 oude prediger. Diese fuhren, wenn das nicht sehr weit zu fahren wäre, wo sie am Sonntag predigen sollen, noch mit vierten Buggy durch. Aber wenn einer zu weit wäre, mit ihrem Viertelhahn zu fahren, dann leiten sie sich entweder von einem von ihren Sehens oder von einem Freund mit ihrem Koorvoortig nach die Kirche führen. Der Älteste ab der Nordkolonie, Peter Peters, vertelt mir in jene Tietmal, wo hij in ihrem Heim persönlich mit der Frau während der Koorvoortjahr gehandelt hat. Hij zei, mijn Jung, der noch thuis bei uns ist und mit uns top die Formwirtschaft widerstellt, der sagt mir, dass hij von thuis weggehen will, wenn ich nicht willig wäre, einen Pick-up zu kaufen. Und dann möchte ich die Entscheidung, dass ich unseren Jungen durchwählen von thuis weggehen lassen würde, dann würde ich einen Pick-up kaufen für arm, zum Brocken. En ik zelfs word, wenn mir dort zu weit wäre mit meinem Piet wohin zu fahren, naar de Kirche oder sonst wohin, dann würde ich mich von arm dahin fahren lassen mit unserem Pickup. Da ich dort zulassen, dat oud-kolonien op de Manitoba en Noordkolonien ook koorvoorten gebroken durven, heeft het nu al 3 verschiedene groepen van oud-kolonische gemeenten in Latinamerika. Eine oud-kolonische Gruppe von Gemeinden hält noch immer streng fast an ihrem menschlichen Verbot von Traktors mit Komreifenräder und Koorvoorten. Eine zweite Gruppe von oud-kolonische Gemeinden erlaubt all Komreifenräder und Traktors zu brocken, hält aber noch immer fast an ihrem menschlichen Verbot, Koorvoorten nicht brocken zu dürfen. Und eine dritte Gruppe von oud-kolonische Gemeinden erlaubt all beides. Komreifenräder und Traktors und auch Koorvoorten. Als ihr Schmeiß kriegt alle in der Manitoba-Kolonie auch Pickups fuhren, dann wird einige von an dort immer anmaken, ja, dort noch immer viel oud-kolonische Brüder aus uitgesloten halten, wenn sie nu kriegt, dasselbe deuten, wo wir in diesem Mal uitgesloten worden wären. Lothar vertelt wie nochmal von, wo diese Frau während dort Uitschlussbrocken zum verzekerde Brüder vom Koorvoortenbrocken weg zu holen en de oud-kolonische Manitoba-kolonie in Chihuahua mit der Zeit geregelt worden ist. Aber nu erst von wat heeft de Allgemeine Konferenz ihre Arbeit bei Cuauhtémoc, Chihuahua dort vorbeigebracht, dass sich in unserer Geschichte so viel geändert hat, besonders in oud-kolonie en Kleingemeinde ihren Schulwesen. Wir hatten das vielleicht all lang einmal vertalen sollen. Aber ich fehlt, für die meisten von uns wird dort, wenn wir nu von der Konferenz ihre Arbeit in Chihuahua vertalen wollen, vielleicht besser verstehen können, wenn wir erst dort vertalt haben, was wir bei hier all vertalt haben. Die Allgemeine Konferenz ihre Arbeit hat in Chihuahua mit oud-kolonische Familien top, so wie langsam ein einigermaßen gutes Schulwesen entwickelt. Sehr viel oud-kolonische Eltern haben ihre Kinder eine bessere Schulbildung geben lassen an der Konferenzschulen. Aber nicht mal hat die Konferenz ihre Arbeit viel von unseren oud-kolonischen Familien sehr beeinflusst, aber auch das Leben von vielen Kleingemeinden.
Wenn wir von der auf die ganze Konferenzarbeit en kleine Gemeindearbeit mang de Old-Kolonie en Chihuahua terugkijken, dan is dat klar te maken dat durch diese Ehrenarbeit en unserem Denken en an onze Geschichte veel Änderungen geworden sind. En nu willen we ons mal veel van Sachen vertalen die door in Chihuahua en de Old-Kolonie Mennoniten ihre Kolonien passierten durch die Konferenzgemeinde ihre Arbeit. Erst 1957 bis 1963 hauptsächlich mangte Russländer in Poktemok, wo aber auch all adelige oldkolonische Families nur die Kirche kamen, und dann von 1963 an mangte Oldkolonie. Erst ab den Quinta Rancho, und dann later auch die Steinreich ab der Forum, Campo 38,5, en Bewalde Campo 107 en en Blumenau Kilometer 11. Wir hadden ons al einmal davon verteld dat in de 1920er Jahren ook uit Rusland zo bij 50 mennonitische families naar Mexico gekommen wären en dat van deze de meeste bald entweder naar Kansas oder naar Manitoba getrokken wären. En ook dat de wenige Russland-families, die in Mexico blijven, sich eng in San Antonio de los Arenales oder ab der Santa Clara Siedlung tusmürken. Die zwei von den Russland-Families, wat man die Santa Clara Sommerfelder trocken, schloten sich da auch die Sommerfelder Gemeinde an. Und die Russland-Families, wat sich in Cuauhtémoc tusmürken, die versuchten sich die oldkolonische Gemeinde ab der Manitoba-Kolonie anzuschließen. Aber dort war nicht. Ich weiß nicht krieg alle Ursachen an, die zu dem Anschluten im Stich standen, aber ich habe unsere Vaters noch etliche Mal davon vertalen gehört, und nur dem, was ich hört, dann wird dort hauptsächlich da werden, dass die oldkolonische Gemeinde von den Russländern dort Versprechen haben will, dass sie dann auch keine Kurfahrten erfahren würden, wenn sie als oldkolonische Glieder abgenommen worden würden. Und so ein Versprechen wollen die Russländer scheinbar nicht merken. Die Gosen-Familie und die Teusen-Familie brauchten bei den Sommerfeldern nicht so ein Versprechen geben, weil das Kurfahrten ja in dieser Gemeinde nicht verboten wären. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von der Allgemeine Konferenz ihrer Arbeit in Chihuahua, Mexiko. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rempel.